Hallo, hier ist die Angela. Ich möchte Sie gerne einladen, bei unserem Online-Livestream dabei zu sein. Daniel Hari wird jeden Freitagabend wichtige Informationen weitergeben zum Thema Heilung. Wir haben parallel dazu ab. Hallo, hier ist die Angela. Ich möchte Sie gerne einladen, bei unserem Online-Livestream dabei zu sein. Daniel Hari wird jeden Freitagabend wichtige Informationen weitergeben zum Thema Heilung. Wir haben
Parallel dazu ab 18:45 bis 20:15 Online Healing Rooms. Das heißt, Sie können anrufen. Daniel Hari wird das auch noch mal im Livestream weitergeben. Sie können dorthin hinein telefonieren und ich werde Sie dann, über wichtige Dinge erst mal informieren, bevor Sie ins Gespräch beziehungsweise zum Gebet kommen können. Wir haben ein großes Team, das Ihnen gerne weiterhelfen möchte. Und damit Sie das auch in Anspruch nehmen können, lese ich Ihnen jetzt die wichtigen Hinweise vor. Das sind die Anrufer, die den Heilungs- und Gebetsdienst in Anspruch nehmen möchten. Wir bieten Ihnen in den Online Healing Rooms des Gebetsdienstes von Daniel Hari und Team Heilen wie Jesus an, ehrenamtlich für Heilung zu beten. Das Angebot ist für Sie kostenlos. Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, Religion oder Konfession. Sie als Anrufer oder Anruferin entlasten das Gebetsteam von Daniel Hari, heilen wir Jesus, aus jedem Haftungsanspruch, der durch den von Ihnen freiwillig wahrgenommenen Gebetsdienst entstanden ist. Dieser Gebetsdienst Heilen wir Jesus ist keine Therapie im Sinne einer medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlung oder Sozialarbeit. Wir stellen auch keine Diagnosen und machen keine Heilungsversprechen. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Heilung oder Nichtheilung, weil Jesus heilt, nicht wir. Wir wissen, dass er gerne heilt und überlassen ihm das Timing und die Heilung. Wir sind nur seine Gefäße, durch die er handelt. Sie sichern uns zu, anstehende oder laufende therapeutische oder ärztliche Behandlungen nicht aufgrund unseres Heilungsgebetes abzubrechen, sondern erst nach Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten. Die Heilung wird erst im Geist, dann in der Seele und zuletzt im Körper sichtbar. Es kann dabei zu Spontanheilungen kommen oder ein Heilungsprozess wird angestoßen. Manchmal findet die vollständige Heilung auch erst im Himmel statt. Wir können keine Seelsorge anbieten. Für tiefergehende seelische Themen und Prozesse bitten wir Sie deshalb, ausgebildete Seelsorger aufzusuchen, die Sie in Ihrem Heilungsprozess längerfristig begleiten können. Grundsätzlich wird alles, was Sie betrifft, vertraulich behandelt. Wir vom Team Daniel Hari heilen wie Jesus behalten uns jedoch vor, bei Hinweisen auf akute Eigen- oder Fremdgefährdung sowie Missbrauch von Kindern oder Hilfsbedürftigen entsprechende Behörden und Personen einzuschalten. Wir bitten Sie, die Heilung von Ihrem Arzt oder Therapeuten bestätigen zu lassen und, wenn möglich, um Bestätigung der Heilung durch Benachrichtigung bzw. Zusendung von alten oder neuen ärztlichen Befunden zu schicken an WhatsApp, Telegram, Signalnummer +49 für Deutschland 15201 798 703. Ich wiederhole, Deutschland +49 152 017 98 703 oder an E-Mail anlori@icloud.com. Alles klein. Ich buchstabiere ANLORI @icloud.com. Wenn Sie das alles verstanden haben und mit allem einverstanden sind, bitte ich Sie jetzt laut und deutlich Ja zu sagen. Ihre Antwort wird aufgezeichnet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ganz herzlich willkommen zum Livestream vom 1. August 2025. Ja, Jesus ja, ohne Wenn und Aber. Die Broschüre ist heute in Druck gegangen und wird nächste Woche ausgeliefert. Und zwar werde ich in der Taube Heidelberg sein, das möchte ich kurz zeigen. Und zwar an der Sommerbibelschule, 9. und 10.8. werde ich dort dabei sein. Ich freue mich sehr auf die Taube. Bin gespannt, was Jesus Christus tun wird.
Wir haben das letzte Mal schon viele Wunder erlebt. Im 24 war es ja die Schule der Heilung und ich war auch schon dort im 24. im Januar, damals in der Winterbibelschule. Für mich eine große Freude, immer wieder dorthin zu gehen. Ja, die Broschüre Jesus ja, ohne Wenn und Aber, die ist draußen und es ist auch möglich, die online zu kriegen. Ganz einfach www.heilejesus.tv oder www.heilejesus.net. Es wird wieder möglich sein, anzurufen während dem Livestream. Das Team ist bereit, da zu dienen. Die Angela Lorenz Liedebecks ist weg heute, aber die Ulrike Reichelt ist da mit dem Team und viele sind bereit mitzudienen. Du darfst anrufen, die länderspezifische Nummer. Das ist kostengünstig, kein besonderer Tarif, sondern ganz einfach. Und dann gibt es noch den Code, der eingeblendet wird, Raute-Taste, nochmal ein Zahlencode 777, dreimal die 7 und dann die Raute-Taste und dann bist du drin. Oder direkt von der Webseite heilejesus.tv einfach die direkte Einfallnummer wählen. Am besten geht das direkt übers Handy und da musst du nicht mehr den Code dazu eingeben. Worum geht es heute im Livestream vom 1.8.? Glaubwürdig. Wie sind wir glaubwürdig als Christen oder wie werden wir wieder glaubwürdig? Das ist das Thema. Glaubwürdig sein bzw. glaubwürdig werden. Als erstes macht mir eine Rückblende. Da gibt es ein Porträt, das von mir gemacht wurde vor 11 Jahren. Lebenssinn angesichts des Todes. Wenn alles gut geht, ist es ja einfach, an Gott zu glauben. Wenn Gott Wunder tut, und das habe ich sehr intensiv erlebt in den Jahren 2003 bis 2007, da fällt es gar nicht leicht, mit weiteren Wundern zu rechnen. Das geht wirklich leicht, weil Jesus hat ja seinen Jüngern gesagt, ihr dürft, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, dürft ihr den Vater im Himmel bitten, was ihr wollt. Er wird es euch gerne schenken. Dadurch wird der Vater im Himmel verherrlicht und ihr werdet meine Jünger. Was passiert aber, wenn du dort, wo du es am meisten dir erwünschst und sehnst, es eben gerade nicht geschieht? Wie ist es da noch möglich zu glauben? Das ist etwas von meiner persönlichen Geschichte. Das hat ein Freund von mir, Andreas Lange von wunderheute.tv, hat das gemacht und das freut mich sehr, dieses Porträt. Ich bin wieder drüber gestoßen, habe gedacht, das möchte ich heute zeigen, am 1. August 2025. Dann folgt eine Gemeinschaftspredigt zusammen mit Pfarrer Michael Freiburghaus, die wir gemeinsam halten konnten. Da ging es darum, maximale Charakterstärke. War mir eine große Freude, mit ihm da zu predigen und ich möchte dich ermutigen, auch seinen Kanal zu abonnieren. Das lohnt sich, dass dieser YouTube-Kanal wächst. Und dann kommt noch von Amir Khalid ein Porträt. Da sage ich nicht mehr dazu, ist sehr, sehr spannend. Er kommt aus einer muslimischen Familie und hat wirklich Jesus Christus als sein Fundament des Glaubens erlebt. Wir haben auf dem Herzen, total in Planung, in Vorbereitung, wieder eine christozentrische Heilungsschule zu starten. Und zwar September in Berlin, Oktober in Mannheim und November werden wir in München sein und dann in Basel im Dezember. Die Vision, die lebt, die nimmt immer mehr wieder Form an. Bei vielen Menschen, dafür bete ich, glaube ich, dass das Realität wird. Stell dir vor, du lebst mit, wie in der Nachbarschaft, die depressiv-süchtige Jugendliche, der stark übergewichtige Mann, die chronisch ältere Schmerzpatientin, der halbseitig Gelähmte, geheilt von ihrem Bett oder Sofa aufstehen. Wow, Jesus lebt. Die Geheilten bewegen sich viel, ernähren sich gesund, werden sportlich, fit und fühlen,
ihr Gemüt mit gesunden Gedanken, werden dankbar, rettet, beginnen Jesus Christus nachzufolgen. Das Schönste ist, wenn sie dir begegnen, lachen sie dir ins Gesicht und sagen, danke von Herzen, da kannst du den Namen einsetzen. Du hast uns geholfen, gesund zu werden, Jesus persönlich kennenzulernen. Wir haben noch Gemeinschaft gefunden mit anderen Kindern Gottes. Und ja, darum geht es in der christozentrischen Heilungsschule. Wenn du selber aber persönlich herausgefordert bist mit chronischen Schmerzen, unheilbaren Krankheiten möglicherweise, auch dann ist das dein Platz für dich. Wir machen keine Heilversprechen, aber wir halten daran fest, es gibt berechtigte Hoffnung. Das ist so die Thematik. Nochmals, die Sommerbibelschule in der Gemeinde Die Taube, www.dietaube.org. Man kann es auch online verfolgen, sich da anmelden über die Webseite. Ich möchte heute noch etwas teilen, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich habe das letzte Mal schon davon gesprochen. Die meisten Christen sind sich gewohnt, sich in der Kommstruktur zu bewegen. Jesus Christus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Das ist total berechtigt. Und diese Kommstrukturen, Kirchen, Gemeinden, christliche Werke sind sehr, sehr gut geeignet, damit Menschen, auch Christen, gesund werden, heil am inneren Menschen, am Körper. Also innere Heilung, Befreiung, sehr, sehr guter Ort. Aber Jesus möchte, dass wir nicht nur an diese Meetingspoints gehen, sondern er hat auch gesagt, komm, folge mir nach. Oder der Philippus hat den Nathanael angesprochen, komm und sieh, wie das ist mit Jesus. Schau dir das mal an, wie es ist, Jesus nachzufolgen. Und nächste Stufe ist dann, wir werden berufen, um ausgesendet zu werden. In die G-Struktur gehen wir dann als Erntemitarbeiter. Zuerst im Heimatland beginnend, im Dorf, der Nachbarschaft, in der Stadt und dann bis hin zu den unreichten Volksgruppen. Um dich persönlich da auszurüsten, darum wird es gehen in der christozentrischen Heilungsschule, an diesen Standorten Berlin, Mannheim, München und dann auch Basel und letztlich im ganzen deutschen Sprachraum. Du kannst vor Ort teilnehmen, Themen und dann aber auch online. Es wird aber auch bedeuten, internationale christozentrische Heilungsschule plus Missionarsausbildung. Das heißt, wir trainieren dich, die Person des Friedens zu erreichen, sei es Wirtsleute im Gastrobetrieb, Persönlichkeiten im Gesundheitswesen oder auch Geschäftsleute, Personen im Rotlichtviertel oder hier im Immobilienbereich, Hausabwarte und so weiter. Typisch für die Person des Friedens. Sie haben noch keine persönliche Gottesbeziehung, Jesusbeziehung, sind aber sehr hirtlich, pastoral, gastfreundlich, kümmern sich um andere Menschen, geben gern gute Dinge weiter, man sucht sie gerne auf, um Rat zu kriegen, so wie Personen bei Jesus, der Zachäus, der Oberzöllner oder die Samaritanerin am Jakobsbrunnen und verschiedene andere Personen in der Apostelgeschichte, der Cornelius. Und es geht konkret darum, hier habe ich es nochmal anders dargestellt, wir sehen hier oben Fragezeichen und dann die Friedenstaube, Kleingruppen, Gemeinde, Hauskreise, Hausgemeinden fragen sich, Heiliger Geist, wohin möchtest du uns senden? Welche beiden Personen möchtest du aussenden, wie Jesus damals die 12 oder die 72 ausgesandt hat? Und dann spricht der Heilige Geist, die Personen können aber auch kommen zu uns in die Ausbildung, die christozentrische Heilungsschule, plus Missionarsausbildung. Und was uns auch wichtig sein wird, das wird das im Dezember das Thema sein, gesunde Ernährung und Bewegung wird das Thema sein. Und wie wir zum Beispiel Muslime erreichen können in unserer Nachbarschaft, glaubwürdig mit dem Evangelium. Dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Dann nochmal ein Bild von der letzten Sendung. Wir haben so gefragt, wo ist eine Person des Friedens? Und dann öffnete sich die Türe mitten in einer Bar
Und dort haben wir den Film durchgeführt, also nicht sagen Film, sondern den Heilungskurs mit dem Jesusfilm, Heilen wie Jesus mit dem Jesusfilm. Und da sind Wunder passiert mitten in dieser Bar. So, jetzt möchte ich überleiten. Wie glaubwürdig sein, glaubwürdig werden? Ja, da bin ich getestet worden. Wie gehe ich um? Wie ist es mit dem Lebenssinn angesichts des Todes? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Der Schweizer Pfarrer Daniel Harry lernte schon als Jugendlicher die ganzheitliche Heilkraft von Jesus Christus kennen. Der evangelische Theologe ist als Seminarreferent und Vortragsredner im In- und Ausland tätig und erlebt immer wieder auch Heilungen und Wunder. Seit seiner Jugend beschäftigt sich Daniel Harry ausführlich mit dem Thema göttliche Heilung. Seine Vorträge und Seminare zum Thema sind äußerst gut besucht. Doch auch er musste schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Seit seiner Jugend beschäftigt sich Daniel Harry ausführlich mit dem Thema göttliche Heilung. Seine Vorträge und Seminare zum Thema sind äußerst gut besucht. Ich war auf Esoterikmessen, dort hatten wir einen Stand und dort habe ich mein Buch Heilen wie Jesus vorgestellt. Habe mir dort gesagt, hat jemand Schmerzen, ist jemand krank, soll er näher treten. Und dann haben wir sehr spontan direkt Hände aufgelegt, Krankheiten weggewiesen, kranken Menschen gebetet, erlebt, wie Heilungen passiert sind. Er selber erfährt als junger Mensch, dass Gott übernatürlich in sein Leben eingreift und will diese Entdeckung mit anderen teilen. Ich habe dann plötzlich entdecken können, dass diese chronischen Kopfschmerzen nicht mehr kamen. Ich habe auch erlebt, wie Redeangst verschwunden ist und Angst vor sportlichen Wettkämpfen. Also ich habe gemerkt, dass diese Bibelworte, die haben mich nicht nur gesund gemacht, sondern die haben mich in meinem inwendigen Menschen total gestärkt. Doch immer wieder wird Daniel in seinem Dienst auch mit Menschen konfrontiert, die trotz Gebet nicht gesund werden. Und ich habe gemerkt, in meinem Herzen, irgendwie emotional begann mich das zu belasten. Einfach zu merken, Moment mal, da kommen Leute tatsächlich mit einer Liste, was sie schon alles gemacht haben, medizinisch, alternativmedizinisch, auch religiös. Und jetzt kommen sie, du bist quasi die letzte Hoffnung. Daniel ist mal wieder unterwegs bei einer Seminarwoche, als er einen Telefonanruf erhält. Seine Frau hat schlechte Nachrichten. Ich habe einen Schatten, irgendwo im Bereich Bauchspeicheldrüse. Ich habe eine Untersuchung machen lassen und bin eigentlich besorgt. Da war ich noch nicht besorgt, weil ich dachte, ja, das wird ja wohl nichts Schlimmes sein. Ich denke, sie hat viel schneller den schlimmsten Verdacht gehegt. Und ich bin dann heimgereist, wir haben das Ganze uns angeschaut. Und ich habe ihr dann Bücher gegeben über Heilung, weil bis dahin war für sie das nicht so ein Thema. Und sehr bald haben wir Freunde zusammengerufen, die im selben Dienst oder Auftrag stehen, weil ich wusste, die glauben auch, die haben auch schon Wunder erlebt. Und die haben dann zusammengerufen und die haben uns beraten, die haben auch gebetet. Einige Male sieht es tatsächlich nach einer positiven Entwicklung aus, die sie Hoffnung schöpfen lässt. Und es ist wirklich so, wir haben nicht nur gedacht, hoffentlich geschieht, sondern wir waren so überzeugt. Warum sollte Gott nicht heilen? Weil ich habe so häufig erleben dürfen, dass Menschen, auch mit Krebs, auch Endstadium, zum Teil von aggressivsten Krebsarten geheilt worden sind. Und wir haben eigentlich voll darauf gesetzt, ich denke nicht stur,
Nicht quasi Heilung um jeden Preis, aber für uns war es irgendwie klar. Doch ein befreundeter Arzt, den sie hinzuziehen, hat leider keine gute Prognose für Daniels Frau. Daniel, was du mir erzählst, wenn Gott nicht eingreift, das klingt ja wirklich schrecklich. 1 bis 3 Monate Lebenserwartung. 2 Tage später, was du mir erzählst, 1 bis 3 Wochen Lebenserwartung. Und ein Tag vor ihrem Tod, das war am Freitag. Ja, das geht noch vielleicht 1, 3 Tage. Also das muss man sich vorstellen. Innerhalb nicht mal einer Woche. Nicht, dass ich jetzt alles erwarte von Ärzten, die jetzt versuchen, eine Prognose zu geben. Aber wir haben ja gewusst statistisch, dass wir mit 2 Jahren rechnen könnten. Auch wenn keine Heilung geschehen würde. Oder sicher mehrere Monate. Aber ich habe am Sonntag ganz sicher nicht damit gerechnet, dass sie am Freitag sterben wird. Und ich habe dann Anfangswoche, wollte ich mal beginnen, die Nachbarn zu informieren, dass meine Frau krank ist. Und beim Informieren musste ich quasi die Ankündigung ändern. Quasi Einladung zur Beerdigung quasi. Also wir haben das erlebt, als würde man von einem Schnellzug überfahren. Also emotional. Nun ist Daniel plötzlich alleinerziehender Vater von 4 Kindern. Und dann plötzlich war ich sehr verunsichert. Und zwar die Frage, ich habe so viele Wunder erlebt und so eine große Enttäuschung auch. Kann ich das noch? Kann ich überhaupt noch predigen? Kann ich überhaupt noch schulen? Ja, was ist, wenn Gott jetzt mehrheitlich meine Gebete nicht mehr erhört, wenn das quasi nur der Anfang war? Und gleichzeitig, und das kann ich mir auch nicht richtig so erklären, haben wir erlebt eine tiefe Geborgenheit. Also, um ein Bild zu gebrauchen, du siehst eine Brücke und denkst, ja, diese Brücke, die hält wahrscheinlich ein Eselkarren, der drüber fährt. Oder vielleicht 10 Personen, wenn die zu Fuß drüber gehen. Und sag mal, diese Brücke ist der Glaube. Und ich habe gemerkt, der ganze Kolonne Panzer konnte über diese Brücke. Also diese Brücke hält, diese Brücke hat gehalten. Daniel erlebt, wie die ganze Familie durch diese schwere Zeit zusammenrückt. Er sagt, Gottes Nähe war für alle spürbar. Weil was ich jetzt sehe bei den Kindern, ich glaube, Gott selber hat ihnen geholfen. Sie sind starke, gesunde Persönlichkeiten geworden. Und was mich freut, auch das Thema ist für sie nicht tabu, sondern ich habe das miterlebt, wie sie auch mit Kranken beten, wie Gott ihre Gebete erhört. Wie geht Daniel Hari heute damit um, dass Menschen manchmal keine Heilung erfahren? Es ist ein Thema, es war ein Thema in meinem Leben, es wird auch zukünftig ein Thema sein. Es werden nicht alle Menschen einfach durch ein Wunder geheilt. Wichtig finde ich einfach, dass man Ausschau hält nach Orten, wo man diese Liebe Gottes spürt, die bedingungslos ist, wo man auch Leiden nicht ausblendet, aber auch offen ist für Wunder. Also wenn wir Gott persönlich kennenlernen wollen, dann lohnt es sich, mal das Leben von Jesus anzuschauen. Wie hat Jesus gewirkt? Und da wird es ganz spannend zu sehen, Jesus hat das nicht nur gepredigt, sondern er hat ganz viele Menschen geheilt von Krankheiten. Und so hat Jesus Christus gezeigt, was Gott gerne möchte. Also er liebt die Menschen, er ist barmherzig, er möchte, dass die Menschen geheilt werden, dass sie gerettet werden, dass sie befreit werden. Das ist, also kürzer geht es fast nicht. Also es geht eigentlich alles auf Jesus Christus hin und von Jesus Christus geht dann auch alles aus. Da sehen wir, wie Gott ist. Der Glaube an Jesus gibt uns Halt, auch in den schwierigsten Lebenssituationen. Das bestätigt auch der Lebensbericht von Daniel Hari. Ich weiß nicht, in welchen Lebenssituationen Sie sich befinden.
Gott streckt ihnen gerade jetzt seine Hand entgegen. Er will ihnen Liebe und Geborgenheit schenken. Ja, noch viel mehr. Er will ihnen ewiges Leben schenken. Auf unserer Webseite finden Sie unter der Rubrik Gebet weitere Informationen. Bei Fragen und auch bei Gebetsanliegen schreiben Sie uns. Wir sind gerne für Sie da. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und freue mich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Diese Produktion ist in Zusammenarbeit mit dem Club 700 entstanden. Seit über 50 Jahren sendet das christliche Fernsehprogramm Club 700 fesselnde Lebensberichte, durch die Gottes Handeln sichtbar wird für Menschen rund um den Globus. Club 700 ist mittlerweile in mehr als 200 Ländern empfangbar, mit Sendungen in 70 verschiedenen Sprachen. Sehr gerne möchte ich dich einladen zum nächsten, diese Gemeinschaftspredigt mit Pfarrer Michael Freiburghaus, maximale Charakterstärke entwickeln. Bitte abonniere auch seinen YouTube-Kanal, damit er wachsen kann. Der Kanal meine ich, der Michael ist auch groß. www.youtube.com/Michael-Freiburghaus. Würde mich sehr, sehr freuen. Daniel Harry habe ich 2015 eingeladen, an meiner Hochzeit ein Gebet zu sprechen. Eine Woche später hat er dann selber geheiratet. Seine Frau Heike ist heute auch hier und ihr Sohn David auch. Vor einem Jahr haben wir gemeinsam eine Weiterbildung in Aarau besucht zum Thema Wunder heute. Wir stellten uns die Frage, ob wir etwas tun können, damit Gott mehr Wunder wirkt in unserem Leben. Am Schluss hat Daniel dann das Wort ergriffen und hat gesagt, wir brauchen maximale Charakterstärke. Dies hat mich wie ein Blitz getroffen und ich wusste, dass ich mit ihm einmal einen Gottesdienst gestalten möchte. Und heute ist es endlich soweit. Was bedeutet das, Charakter und maximale Charakterstärke zu entwickeln? Der Begriff Charakter ist griechisch und bedeutet Prägung, Abdruck, Abbild und Entsprechung. Es heißt in der Bibel, im Hebräerbrief, dass Jesus Christus der Charakter von Gott ist. Wenn wir in der Bibel die Geschichten von Jesus lesen, wie er so liebevoll mit allen Menschen umgegangen ist, dann sehen wir den Charakter und die Eigenschaften von Gott. Jesus zeigt uns Gottes Charakter, sein innerstes Wesen, wie er voller Liebe mit allen Menschen umgegangen ist. Jesus besaß maximale Charakterstärke. Je mehr Charakterstärke wir entwickeln, desto mehr Gaben kann Gott uns anvertrauen. Und desto mehr Gaben wird Gott uns auch anvertrauen. Negativbeispiel im Alten Testament ist meines Erachtens der Richter Simson, der stärkste Mann der Welt, der jedoch Probleme mit Gewalt und seiner Sexualität hatte. Positivbeispiel im Neuen Testament ist der Apostel Petrus, der Jesus zwar verleugnete, später aber jedoch ein mutiger Verkündiger des Evangeliums wurde. Die Frage stellt sich jetzt auch für uns: Wie können wir maximale Charakterstärke entwickeln? Indem wir Jesus nachfolgen und ihm immer ähnlicher werden. Daniel Harry wird im zweiten Teil dieser Predigt dann einige praktische Schritte nennen. Zuerst will ich jedoch die theoretischen Hintergrundinformationen aufzählen, weil Theorie und Praxis gehören ja bekanntlich zusammen. 4-mal taucht in der Bibel der Begriff Tugend auf. Und Tugend, das ist der Fachbegriff für die Zusammenfassung aller guten Charaktereigenschaften, die wir haben können.
Der Apostel Petrus schreibt: Übrigens, Schwestern und Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. In diesem Zusammenhang ist die Tugend also die Zusammenfassung von 6 positiven Eigenschaften. Wahr, ehrbar, gerecht, liebenswert, wohllautend und Lob, und dann zusammen ist das die Tugend. Auch der Apostel Petrus erwähnt die Tugend. Der Zusammenhang lautet so: Jesus hat uns berufen durch seine eigene Tugend, damit wir Anteil haben können an seiner göttlichen Natur. Dann schreibt der Apostel Petrus: Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß darauf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe. Ich erkenne hier eine Stufe, eine Reihenfolge, wobei der Fleiß, das heißt unsere Leidenschaft von und für Jesus, der Antrieb ist. Erstens die Tugend. Der Startpunkt ist die Zusammenfassung alles Guten. Dann der zweite Punkt, das ist die Erkenntnis von Gott und von uns selbst. Gott ist heilig, wir sündigen aber noch ab und zu. Deswegen brauchen wir den Heiland, Jesus Christus, der uns unsere Schuld vergibt. Erkenntnis bedeutet auch, wir lernen Gott immer besser kennen, wenn wir die Bibel nicht nur lesen, sondern meditieren, in uns aufsaugen oder im Hauskreis gemeinsam lesen und mit Gott im Gebet sprechen. Dritter Punkt ist die Enthaltsamkeit, die Selbstbeherrschung. Das habe ich nachgeschaut in einem Bibellexikon. Es bezieht sich auf die Selbstbeherrschung in Bezug auf Essen, Trinken, der Sexualität und Gemütsregungen. Dass wir unsere Gefühle besser lernen zu kontrollieren und zu kanalisieren. Betreffend Sexualität habe ich in der vergangenen Woche einen super Spruch gelesen auf Facebook, der in diesem Zusammenhang passt. Maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Sexualität nur in der Ehe leben. Als Kirchenfamilie haben wir den Auftrag, Singles in ihrem Verzicht auf das Konkubinat zu unterstützen, indem wir mit ihnen eine zweite, eine geistliche Familie bilden. Als Ehepaar oder als Familie können wir Singles einladen und mit ihnen Weihnachten oder Silvester feiern. Wir können sie auch einladen an Anlässe der Kirchgemeinde, damit sie nicht alleine sein müssen, an das wir gemeinsam feiern können. Vierter Punkt ist das Ausharren. Auch wenn wir aufgrund unseres christlichen Glaubens Verfolgung, Verspottung und Nachteile erleiden müssen, dass wir trotzdem an Jesus festhalten. Der fünfte Punkt ist die Gottesfurcht. Jesus ist sowohl unser bester Freund, als auch derjenige, der entscheidet, wann und wie wir alle sterben müssen. Dies löst in uns sowohl unsere Liebe aus, als aber auch unseren Respekt ihm gegenüber. Der sechste Punkt ist die Bruderliebe. Im Griechischen steht hier der Begriff Philadelphia. Das ist aber nicht der Brotaufstrich gemeint damit, sondern die Bruderliebe. Das ist die Liebe und Wertschätzung innerhalb der Kirchenfamilie gegenüber anderen Christinnen und Christen, die aufgrund von Jesus unsere Schwestern und Brüder im Glauben sind. Und dann der siebte und letzte Punkt, das ist die Liebe. Hier steht im Griechischen die Agape. Das ist die bedingungslose, die göttliche Liebe zu allen Menschen.
die sogar die Feindesliebe mit einschließt. Daniel, in diesem Zusammenhang wurde dir auch die Frucht des Geistes wichtig, die der Apostel Paulus nennt im Galaterbrief 5, Verse 22 bis 23, sagt er, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, also das heißt Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Warum schließt der Apostel Petrus auf seiner Liste mit der Liebe und der Apostel Paulus beginnt mit der Liebe? Hast du eine Erklärung dafür? Nein, das ist mir ein Rätsel, weiß ich nicht. Aber ich möchte einen Punkt spontan aufgreifen, das mit dem Charakter. Münzprägung bedeutet ja, es braucht viel Druck, damit dieses Metall geprägt werden kann. Und ich denke mal, dass charakterliche Prägung ist eine große Herausforderung, weil die größten Prägungen geschehen leider nur unter Druck. Da gibt es auch einen Spruch dazu. Wenn man sich die Zähne putzt und auf die Tube drückt, dann sieht man die Farbe der Zahnpasta. Man sieht, was drin ist. Und unter Druck kommt auch bei uns raus, was in uns drin ist. Es zeigt es. Ob du eine Zitrone drückst oder... Eine Mango. Ja, Mango ist ein Unterschied. Also um diese Frage noch aufzugreifen, ich habe eine Überlegung, warum beginnt der Apostel Paulus mit der Liebe und der Apostel Petrus hört in seiner Liste mit der Liebe auf? Ich glaube, beide Apostel wollen mit der Liebe eine Klammer bilden um unser Leben, weil die Liebe ist am wichtigsten. Und wenn wir maximale Charaktereigenschaft und Charakterstärke gewinnen wollen, dann geht es um die Liebe. Es beginnt mit der Liebe und es endet mit der Liebe. Ich denke, bei Paulus ist es einfach so, könnte auch sagen, die Frucht aber des Geistes, nicht die Früchte des Geistes, sondern die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann wird aufgezählt, wie sich die Liebe äußert. Also exakt zu diesem Thema habe ich ein Buch geschrieben mit der Thematik Lieben wie Jesus. Das heißt, wie ist es möglich, dass der Charakter von Jesus wirklich sich entwickelt? Das heißt ja nicht, wir sollen Jesus ähnlich werden. Jesus möchte, dass wir ihm gleich werden. Nochmal ganz was anderes. Und ein Beispiel, was uns alle extrem herausfordert, wenn wir die Bergpredigt lesen. Seid vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5,48. Im Kontext wird klar, ausgerechnet beim Thema Feindesliebe. Also spätestens da merken wir, das geht nur übernatürlich. Das geht nur mit Gottes Hilfe. Und noch nicht seid einigermaßen in der Feindesliebe, seid vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Also der Anspruch ist das sehr hoch. Oder bei Jesus auch, so wie der Vater im Himmel mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Nicht so ähnlich, wie der Vater im Himmel mich gesandt hat, so sende ich euch, also ganz ähnlich, ihr dann auch, sondern genau so, wie er mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Also da sehen wir, es geht da um einen Standard, der ist sehr, sehr hoch, der misst sich buchstäblich an Jesus selber. Die Frage stellt sich für uns, wie können wir ganz konkret maximale Charakterstärke entwickeln? Du hast gesagt, Gott braucht dafür Druck oder es sind oft schwierige Umstände. Kannst du vielleicht noch ein persönliches Beispiel nennen, wie du das erlebt hast, wie Gott begonnen hat, an deinem Charakter zu schleifen? Ja, nehme ich mal die größte Herausforderung, die ich in meinem bisherigen Leben hatte. Aber da muss ich mal zurückblenden. Ich bin seit 25 Jahren freischaffend tätig. Das heißt, ich mache Seminare und so der Hauptakzent ist, dass ich das Evangelium reinbringe, gerade in die Welt der Esoteriker. Und zu dieser Thematik habe ich damals im Jahr 2000 ein Buch geschrieben, Heilen wie Jesus. Wer das genau sieht, dass dieser Jesus hier sehr violett ist. Und zwar um Menschen im Umfeld der Esoterik, von New Age, anzusprechen mit dem Evangelium. Und zwar in ihrer Sprache,
auf Deutsch, aber eben in ihrer Sprache. Und dann haben wir erlebt, dass dann aus dem ganzen deutschen Sprachraum Leute angereist sind, damals ins Tessin, ins Hotel Centro Paladina. Die wollten das lernen. Wie hat Jesus methodisch zum Beispiel geheilt? Und ich habe das ihnen gezeigt. Aus der Bibel. Sie durften die Liebe Gottes erleben und die Heilkraft von Jesus Christus erleben und sind immer wieder Wunder passiert. Ganz eindrückliche. Leute mit starken Seh- und Hörbehinderung zum Beispiel konnten plötzlich sehen, ganz klar, ohne Brille plus Lupe, sondern es war nicht mehr nötig. Oder Hörbehinderung, die Hörgeräte waren nicht mehr nötig. Oder auch Personen von Krebs sind geheilt worden, wo es medizinisch geheißen hat, Endstadion. Oder Menschen, jemand von Epilepsie, als ich Theologiestudenten unterrichtete im Rahmen von IGW oder vom IGW in Basel, eine halbseitengelähmte Frau wurde geheilt, mitten im Unterricht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Persönlich bin ich damals im Jahr 2008 extrem herausgefordert worden. Selber evangelistische Heilungsseminare durchgeführt und dann kam die Nachricht, dass meine Frau, dass sie einen Schatten hat über der Bauchspeicheldrüse und von der Diagnose bis zu ihrem Tod leider 4 Monate. Und plötzlich war ich da alleinerziehend mit 4 Kindern im Alter von 11, 13, 15, 17 Jahren. Und Gott hat das zugelassen. Aber im selben Jahr ist in einer der Heilungsgottesdienste, wir hatten die monatlich durchgeführt, in der Freien Christlichen Gemeinde in Rotkreuz, da kamen Leute angereist von mitten von Deutschland. Ärzte haben Patienten gebracht und Jesus Christus hat sie geheilt. Und im selben Jahr, wo ich das erleben musste, ist eine 30-jährige Frau, die ausgesehen hat, gezeichnet von Krebs wie 80-jährig, ist geheilt worden. Und die lebt heute noch, der geht's gut. Die wurde geheilt von Krebs, kam zum Glauben an Jesus Christus, raus aus der Esoterik und ist heute als Missionarin tätig. Und ich will mit dem einfach sagen, dieses enorme Spannungsfeld, einerseits gewaltig Wunder zu erleben, fast überall, wo wirklich die Menschen Jesus Christus erfahren, wie zu Zeiten der Evangelien, wie der Apostelgeschichte. Wirklich, durfte ich erleben. Und dann dort, wo ich es am meisten brauchte, geschah es nicht. Und dann auf eine wundersame Art und Weise, fast auf den Tag, genau 7 Jahre später, nachdem meine erste Frau verstarb, durfte ich nochmal heiraten und meine wunderbare Frau ist hier. Und wir haben noch einen Sohn gekriegt, der ist jetzt 7-jährig und meine 4 erwachsenen Kinder sind dann 20 Jahre älter, 22 Jahre älter, 24 und 26 Jahre älter. Also ich will mit dem einfach sagen, da hätte ich ja aufgeben können. Wirklich. Und sagen, nie mehr mit diesem Thema, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Gott hat es geschenkt, dass ich dranbleiben durfte. Da haben viele gebetet, das weiß ich. Die haben mitgeholfen. Aber letztlich war es auch eine Entscheidung, mitten in diesen schwierigen Situationen das Gottvertrauen nicht wegzuschmeißen, sondern zu sagen, bitte, ich halte an dir fest. Und noch was mir tief eingefahren ist, so 10 Tage nach dem Tod meiner ersten Frau damals. Plötzlich wusste ich tief im Herzen, ich kann verstehen, warum jemand sich unter den Zug wirft oder sonst das Leben nehmen will. Ich kann verstehen, wenn jemand zum Alkohol greift, um Schmerz wegzutrinken. Ich kann verstehen, dass jemand in seiner Notsituation seine Arbeitsstelle nicht mehr halten kann und arbeitslos werden könnte und dann obdachlos, versteht ihr? Nicht, dass ich das irgendwie gewollt hätte, aber ich konnte tief innerlich verstehen, dass Menschen in Nöte geraten können, wo sie Dinge tun, die sie niemals sonst, wenn sie bei klarem Verstand sind, wenn sie eine Geborgenheit haben, niemals wählen würden.
Und das wurde mir tief innerlich bewusst. Und klar, ich war wahrscheinlich auch in Gefahr, zeitweise abzustürzen. Alles Mögliche hätte geschehen können. Aber da kann ich einfach sagen, es lohnt sich, an Jesus Christus festzuhalten. Und heute darf ich erleben, dass der Dienst, den ich jetzt seit vielen Jahren habe, noch mal expandiert. Das heißt, ich bin im deutschsprachigen Raum unterwegs und gerade kürzlich in Wien, noch ein Beispiel dazu, haben wir das Evangelium verkündigt, mitten auf der Esoterikmesse. Und in meinem Vortrag sind 3 Heilerinnen, die vorne saßen, die aber nicht mit dem Heiligen Geist heilen, sondern mit anderen Kräften, die aber selber krank waren. Die eine wurde im ersten Vortrag am Samstag geheilt von 2 Jahre lang Schmerzen in der Achillessehne. In einem Fuß. Am nächsten Tag kam sie wieder, morgen völlig überrascht. Die Schmerzen bleibend weg, ist nicht mehr zurückgekommen. Und nach dem zweiten Vortrag am Ende noch von der anderen Seite und die andere von Ischias-Schmerzen, die sie monatelang hatte. Und die dritte wollte nicht verraten, wurde auch geheilt, weil sie war im Krankenstand. Das heißt, sie hätte eigentlich krank daheim im Bett liegen müssen, weil sie war der Arbeit ferngeblieben. Sie hat dann nicht gewagt zu sagen, wovon sie geheilt worden ist. Und viele kamen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und alle Ehre gehört einfach Jesus Christus alleine. So schön, dass du das ausgedrückt hast, dass unser Charakter wächst nicht nur durch Druck, sondern wenn wir auch lernen, Spannungen auszuhalten, auch Spannungen in der Bibel. Und vereinfacht gesagt kann man es sicher so ausdrücken, Jesus heilt manchmal, aber und das ist eben eine Spannung. Und das versuche ich auch immer im Alpha-Life-Kurs so zu erklären. Wir können Gott nicht manipulieren. Es wäre falsch, wenn wir sagen würden, Jesus heilt immer. Es wäre auch falsch, wenn wir sagen würden, Jesus heilt nie. Und das ist wie unsere Aufgabe. Kann ich da einen Kommentar dazu machen? Und zwar, das Spannungsfeld kommt ja daher, weil wenn wir die Evangelien lesen, es gibt kein einziges Beispiel, wo Jesus definitiv sagte, nein, dich heile ich nicht, es ist Gottes Willen, dass du krank bleibst. Gibt es kein einziges Beispiel. Es gibt Situationen, wo im ersten Moment es den Anschein machte, als wäre Jesus gar nicht interessiert. Bei der Syrophenizerin, dieser Griechin mit ihrer dämonisch belasteten Tochter. Ich schmeiße doch das Brot nicht vor die Hunde. Aber die Frau, die war hellwach. Ja, Moment. Wenn das Brot runterfällt, so die Brotkrumen, die Hunde dürfen das aufessen. Also die hat sich mit Jesus angelegt und hat sich gewehrt. Und Jesus sagt, so einen großen Glauben habe ich sonst nirgendwo gefunden. Und sie kriegt, was sie will. Oder Jesus sagt auch mit der bittenden Witwe, die einfach dranbleibt und diesen Richter bestürmt. Und letztlich kriegt sie, was sie will. Und Jesus bringt das als Beispiel. Haltet an am Gebet, hört auf keinen Fall auf. Kämpft darum. Und ich denke, das ist so die Spannung, weil wir es bei Jesus sehen, immer ohne Ausnahme. Und punktuell, kann ich sagen, habe ich auch schon erlebt, in gewissen Zusammenhängen, dass da wirklich buchstäblich alle geheilt worden sind. Ich bringe ein Beispiel. Das war Praise Camp Basel vor ein paar Jahren. Bin ich gefragt worden, einen Workshop durchzuführen mit einem Jungen, damals noch Theologiestudenten, den Jesus geheilt hat, der jetzt in der Mission ist in der Sahara mit seiner Familie. Und dann hatten wir so 4-mal so zwischen 120 und 130 Teenager, die saßen am Boden jeweils. Beim 4. Workshop, weil Stühle hat man sich gespart, das war Betonboden. Und beim 4. Mal hatten wir plötzlich den Mut und den Glauben zu sagen, und wer von euch noch nie ein Wunder gesehen hat, kommt auf diese Seite. Und wer krank ist, kommt auf diese Seite. Und ihr, die am Boden sitzt, besprecht mal die Heilmethoden von Jesus. Da wurden ausnahmslos alle geheilt durch Personen, die noch nie ein Wunder gesehen hatten. Versteht ihr? 2 Teenie-Mädchen, ich habe das beobachtet, die haben gekichert. Ja, wir hatten das mit der Spucke. Jesus hat doch auch mit den Blinden mit Spucke auf die Augen, da war er sehend.
sollen wir das jetzt machen? Und dieser Jüngling, der Hübsche, hatte Kopfschmerzen und die, ja, soll ich jetzt, darf ich da drauf spucken auf die Finger? Und in dem Moment, wo sie ihn berührt haben mit ihrer Spucke, sie haben gezögert, er war sofort Kopfschmerzen weg. Okay, ein kleines Ding, aber es war weg. Einer darunter hatte Diskushernie, Bandscheibenvorfall. Ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben, aber ich weiß, dass Jesus da war und ich habe es gesehen, wie der getanzt hat vor Freude, Mischung zwischen Hip-Hop und Breakdance. Wir reden jetzt von der Schweiz, versteht ihr? Wir reden von Teenagern hier in der Schweiz, die an Jesus glauben. Und dort in diesem Setting von diesem Workshop, von diesen 120, ausnahmslos alle, versteht ihr? Und darum denke ich, diese Spannung auszuhalten, dass das Wort Gottes uns einen Standard vorgibt und das ist die große Gefahr, zu sagen, okay, dann nehmen wir die Bibel etwas herunter, bis wir sie auf dem Boden haben, da können wir draufstehen. Nein, so ist sie nicht gedacht. Sondern nicht, dass wir liberal werden dann in der Theologie, das Wort Gottes anzweifeln und dann lehren sich die Kirchen, die Menschen gehen ohne Kraft heim. Nein, im Gegenteil. Wir wollen diesen Standard der Evangelien, der Apostelgeschichte haben und da beten wir drum, bis es passiert und hören einfach nicht auf. Ich möchte dir noch eine schwierige Frage stellen. Im Publikum sitzen viele Hauskreisleiterinnen und Hauskreisleiter, auch solche, die in einen Hauskreis gehen, die schon jahrelang beten, die in der Bibel lesen, die singen, die Seelsorge machen, teilweise 40 Jahre Hauskreisleiter. Und was rätst du ihnen? Ich will mal drei Dinge würde ich mal raten. Ich war 1995 in Südkorea, in Seoul. Da war eine Missionskonferenz. Und am Sonntagmorgen müssen die Polizisten haben, die den Verkehr regeln, weil so viele Leute in den Gottesdienst wollen, versteht ihr? Weil es Staus gibt sonst. Wir waren im Olympiastadion. 86.000 Menschen kamen zusammen, um zu beten. Davon 82 Studenten. Als wir da gemeinsam gebetet haben, das war wie ein Wasserfall, tosender Wasserfall. Und dann waren wir auf dem Gebetsberg und dann habe ich mich gewundert, da gibt es ein Restaurant, die Menüs sind einfach nummeriert, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe gefragt, warum nummeriert? Ja, wenn jemand 40 Tage gefastet hat, dann beginnt er mit Menü 1 nachher und dann 2, 3, 4, 5. Und ja, wie macht ihr das, wenn jetzt irgendwo in einer Ehe eine große Krise ausbricht, sie trennen sich und die Scheidung droht? Ja, dann machen wir das Daniel-Gebet. Im Buch Daniel, der Prophet Daniel, wollte von Gott wissen, wann ist die Zeit, dass wir zurückkehren können, wieder von der babylonischen Gefangenschaft zurück, und hat Gott gebetet um Weisheit, hat auch eine Art gefastet. Und dann kam die Antwort nicht. Aber der Daniel hat 21 Tage ausgeharrt. Und dann kam die Antwort und es war ganz klar, der Engelfürst von Persien hat gekämpft mit dem Erzengel Michael. Und dann war der Kampf vorbei und dann konnte die Antwort ausgeliefert werden. Die haben das dann angepasst, wenn so ein Problem auftaucht. Freunde, Bekannte zusammenrufen und sagen, während 21 Tagen zur selben Stunde beten wir für dieses Anliegen. Ich habe das dann zurückgenommen in die Schweiz, diese Art zu beten, und habe erlebt, wie eine Mutter auf mich zukommt und sagt, mein Mann hat mich gerade verlassen, wir haben 6 Kinder. Was soll ich tun? Sie war total verzweifelt. Mach das, ruf Freunde, Bekannte zusammen. Ihr müsst euch nicht treffen am selben Ort, aber zur selben Zeit betet dafür, dass Gott eingreift. Der Vater kam zurück innerhalb von den 21 Tagen. Ein Hotelangestellter in Paladina war Folgendes: Die Tochter, 9-jährig, hatte Unterleibsbeschwerden. Die Ärzte wussten nicht, was los ist. Die hatten große Sorgen, große Ängste. Daniel, was sollen wir tun?
Ich habe Ihnen das geraten, das mit den 21 Tagen. Innerhalb dieser Zeit, das Problem wurde gelöst. Und mir ist auch aufgefallen, ein Mann, Ubaldo heißt mit Vorname, Ubi sagen wir ihm, aus dem Kanton Luzern, hatte Asthma seit Kindheit. Und ich habe am Telefon mit ihm gebetet, ihm Heilung zugesprochen. 8 Tage später, wie geht's dir? Ja, immer noch gleich. Immer noch 6 Cortison-Inhalationen in den 24 Stunden. Und dann habe ich ihm ans Herz gelegt, schau dir diese beiden YouTube-Videos an. Es ging darum, Bibelverse über Heilung. Verheißung, also Versprechen von Gottes Wort. Hör dir das an, so oft du kannst. Am 18. Tag höre ich nur noch 3 Inhalationen. Und lustigerweise, ich habe nicht gesagt, am 21. Tag bist du geheilt. Aber lustigerweise, am 21. Tag kam die Meldung, ich bin geheilt. Also, ich würde da, versteht ihr, raten, die biblischen Methoden anzuwenden. Und noch ein Beispiel, das ermutigt. Also, habe ich noch nie erlebt. Sie kam in die Heilungsschule, das war in Heidelberg, und dann hat Gott ihr aufs Herz gelegt, zu beten für eine Person, die Epilepsie hat. Und hat von mir gehört, ich habe Jesus zitiert, diese Art von Krankheit fährt nur aus durch Beten und Fasten. Sie hat den Heiligen Geist gefragt, wie lange soll ich? Hörte 3 Tage, hat 3 Tage gefastet und die Person war geheilt von Epilepsie. Versteht ihr? Ich kann euch möchte einfach ermutigen, ich kann jetzt nicht alle Fragen, da könnte man weiter ausholen, aber das ist besser mal ein Hinweis. Dann noch etwas Drittes. Was ich oft erlebt habe, Menschen kommen auf mich zu und sagen, ich habe seit 30 Jahren Depression. Habe ich erlebt in Rien bei Basel. Was geschah vor 31 Jahren? Die etwa 60-Jährige sagt, ja, da kam ich in die Schweiz, aus Südamerika. Als Geburtshelferin habe ich gearbeitet und da kam ein Kind auf die Welt mit offenem Rücken. Ich habe den Arzt gerufen, er soll kommen. Er kam nicht. Ich habe nochmal gerufen. Er kam immer noch nicht. Das Kind ist verstorben. Und nachher hat man mir die Schuld zugeschoben. Ich sei schuld am Tod dieses Babys. Hast du schon mal daran gedacht, diesem Arzt, vielleicht lebt er gar nicht mehr, aber hast du schon mal gedacht, ihm zu vergeben? Sie, nein. Sie war katholisch geprägt. Nein. Bist du bereit, das jetzt zu tun? Sagt sie, ja. Hat ihr Leben Jesus Christus ganz bewusst gegeben. In 14 Tagen war sie draußen. Aus 30 Jahren Depression. Ich könnte stundenlang erzählen. Die Kraft des Evangeliums, die hat nichts an Kraft verloren. Jesus ist immer noch derselbe. Bitte, ich hoffe, dass das rüberkommt, nicht als Vorwurf, ich habe Dinge falsch gemacht. Nein, als eine Einladung. Mein eigener Vater war über 80, hat ein Leben lang mit sich rumgetragen, dass er als kleiner Junge, die jüngere Schwester, die ist damals an Hirnhautentzündung verstorben. Familie mit 13 Kindern. Und hat sich als kleiner Bub gefragt, bin ich schuld, weil ich die Schwester geschlagen habe, am Kopf oder so? Versteht ihr? Im Streit kann das passieren. Er hat das jahrzehntelang mit sich rumgetragen. Als er hörte diese Beispiele, Heilungsveranstaltung, das war in Frutigen, habe ich gefragt, gibt es Dinge, die ihr lange mit euch rumtragt und denkt, das ist vielleicht schwierig oder hoffnungslos? Und da kam ihm das hoch. Und diese Last auf der Seele wurde frei davon. Es ist 89. Da gibt es Zusammenhänge, Dinge, die jahrzehntelang sind. Jesus Christus kann die lösen in einem einzigen Augenblick. Bitte gebt auf keinen Fall auf. Und noch als Illustration, wir sind vor Jahren mal gewandert bei Comte d'Ixence. Diese ist immer noch die 4. Staumauer der Welt. Also Staumauer, es ist ein Staudamm im Prinzip, mit Gewicht.
Staumauer, also das Gewicht hält das Ganze, die ist ja 200 Meter auch tief, nicht nur hoch. Alles Beton, gegossen. Und dieser Stausee, bin ich dort gewandert und plötzlich habe ich den Eindruck, wie der Heilige Geist sagt, schau mal, wenn ihr betet, dann füllt ihr den Stausee. Wann die Schleusen aufgehen, damit die Turbinen angeworfen werden, das liegt in meiner Hand, sagt Gott. Das heißt, kein einziges Gebet, das ihr gebetet habt während 40 Jahren, ist vergeblich. Wirklich nicht. Es kann sein, dass ihr unmittelbar bevorsteht vor einem Durchbruch. Wirklich. Und wir können 40er, auch so eine Zahl. Der Moses, 40 Jahre, der wollte das recht schnell erledigen mit 40. Und wurde zum Mörder. 40 Jahre in der Wüste beim Schafe hüten, er wurde der demütigste Mensch nebst Jesus auf Erden. Und dann war er quasi mit 80 erst, war er charakterlich an dem Punkt, wo Gott ihn gebrauchen konnte, das Volk Israel rauszuführen. Das waren 40 Jahre, die waren nicht vergeblich. Da wurde er geformt, der Moses. Ist für dich okay, wenn wir schließen mit Ja, klar. Gebet, mit einem Heilungsgebet von deiner Seite, von meiner Seite? Ja. Wer möchte beginnen? Möchtest du? Ich werde gern beginnen. Ich möchte das so machen, wie ich es auf der Esoterikmesse gemacht habe. Oder in Bern, Heilungsveranstaltung schon vor vielen Jahren. Ich möchte bitten, dass... Ich bringe noch ein Beispiel, kleines. Es geht um eine Frau wurde befreit von 50 Jahren Selbstmordgedanken. Bei so einem Gebet. Wenn du chronische Schmerzen hast oder Krankheiten oder auch was Akutes und es geht, dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst. Eine Hand auf die schmerzende Stelle legst, die andere in die Höhe. Hände in die Höhe heißt einfach Hände hoch. Das heißt, ich ergebe mich, ich komme mit leeren Händen. Es geht nicht um mich, es geht um dich und es ist ein Zeichen, du machst mit aktiv. Und wenn du zu wenig Hände hast, wie damals die Brigitte Neuenschwander von Bern, hatte Fibromyalgie, konnte nicht mehr arbeiten und hat so mitgemacht in so einem Moment und konnte wieder arbeiten nachher. Ich möchte ermutigen, aufzustehen, die Hand auf die schmerzende Stelle zu legen oder die Krankheit ist, ob seelisch oder körperlich. Und wenn du total gesund bist, dann steh bitte auf für eine andere Person, die du auf dem Herzen hast. Und dann möchte ich so beten. Vater im Himmel, ich komme zu dir im Namen von Jesus Christus. Und alles, was jetzt geschieht, die Ehre gehört einzig und alleine dir. Und ich danke, dass ich das so ausdrücken kann, wie es der Petrus bei der Predigt beim Cornelius gesagt hat. Ihr wisst doch von Jesus, der umhergezogen ist, gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft, der Gutes getan hat und Kranke geheilt hat, indem er sie aus der Macht von Satan befreit hat. Und darum, ich nehme die Autorität von Jesus Christus in Anspruch. Im Namen von Jesus Christus müssen Krankheiten gehen jetzt. Schmerzen müssen verschwinden. Behinderungen müssen gehen. Im Namen von Jesus, ob es Bewegungseinschränkungen sind oder Schwierigkeiten im Konzentrieren, sich konzentrieren zu können oder was genau ist. Oder ein tiefer seelischer Schmerz. Im Namen von Jesus möchte ich dich daran erinnern, Jesus hat am Kreuz alle Schuld getragen, alle Krankheiten auf sich genommen, auch die seelischen Leiden. Und hat dir auch alles vergeben. Ich spreche dir auch Vergebung zu im Namen von Jesus Christus und sage, du bist jetzt auch frei, anderen von ganzem Herzen zu vergeben. Auch wenn du sagst, nein, dieser Schmerz ist so stark, ich kann das wohl nie vergessen. Ich kann nicht vergeben. Lüge, du kannst.
Jesus befähigt dich jetzt. Es sind deine Erinnerungen, die da schreien. Es ist die innere Verletzung. Im Namen von Jesus, die innere Verletzung soll jetzt heil werden in deinem Herzen. Sollst du heil werden. Befähigt jetzt wirklich zu vergeben. Und in dem Sinne auch positiv zu vergessen, dass es dich nicht mehr belastet. Und ich möchte mich all den Gebeten anschließen, die in dieser Region gesprochen wurden in Erweckungszeiten und sagen, Jesus Christus, du bist immer noch derselbe und diese Gebete wirken immer noch nach, dieser Glaube wirkt immer noch nach und wird ganz jetzt auch erneuert. Freiheit im Namen von Jesus, Heilung im Namen von Jesus, Wiederherstellung im Namen von Jesus. Und wenn jemand hier ist und sagt, ja, ich stehe hier, weil ich so tief verletzt bin von der Scheidung oder tief verletzt bin, was da im Moment schief läuft in der Familie, in der Verwandtschaft oder auch beim Arbeitsplatz. Gottes Friede soll reinkommen in die Situation, übernatürlich. Ich spreche zu diesem Berg von Unfriede, von Streit. Der soll ins Meer versenkt werden, soll Friede reinkommen, Wiederherstellung. Dinge, die nur Jesus, die nur Gott tun kann. Erwarten wir, dass das geschieht zu seiner Ehre. Amen. Ich möchte das auch abschließen. Dreieinige Gott, bitte verleihe uns maximale Charakterstärke, wie deinem Sohn Jesus. Ja. Ich bitte dich um vollständige Heilung an Körper, Seele und Geist. Ja. Wir leisten auch Fürbitte für alle, die heute nicht hier sein können. Bitte bete jetzt im Stillen für jemanden, von dem du weißt, dass sie oder er einsam ist, süchtig oder hoffnungslos oder sonst Schmerzen hat. Wir bringen dir nun jetzt diese Menschen und wir bitten dich um dein Eingreifen. Wir nehmen auch Psalm 107, Vers 20 in Anspruch, wo du versprichst, er sandte sein Wort und heilte sie. Oh ja. Er rettete sie aus ihren Gruben. Amen. Amen. Ich habe noch 2 Bibelverse, die möchte ich mit auf den Weg geben. Sie können sich setzen. Die dürfen sich setzen, ja, dürfen Platz nehmen. In Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Nicht ein totes Opfer, wir leben ja, Gott sei Dank. Dass wir uns hingeben, Gott zur Verfügung stellen. Und dann steht noch, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also der Gottesdienst, der erweitert sich jetzt. 7 Tage die Woche, rund um die Uhr. In dem Sinn, versteht ihr? Wir geben uns Jesus Christus hin. Er darf uns hinsenden, wo er möchte. Er kann uns führen und leiten, wo er möchte. Und jetzt kommt noch das Geheimnis. Wie wir diesen Gottesdienst feiern, rund um die Uhr, stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Alle, die sich fragen, wie ist denn Gottes Wille? Hier steht's. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Diesen Sachen dürft ihr nachsinnen, nachbrüten, überlegen Tag und Nacht. Das ist der Gottesdienst. Und in dem Sinn einen wunderschönen Gottesdienst weiterhin. Wir kommen zu diesem Teil, ein Porträt über Amir Khalid. Ihn kann ich mir sehr gut vorstellen als Ergänzung in der Internationalen Christozentrischen Heilungsschule, und zwar gerade zum Bereich, wie können wir glaubwürdig, herzlich, liebevoll Muslime für den lebendigen Glauben an Jesus Christus gewinnen. Ich habe ihn angefragt, jetzt bin ich gespannt, ob er dann noch zusagt, definitiv als Referent und Trainer, um Menschen als muslimische Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, damit wir das Evangelium glaubwürdig und kraftvoll ihnen bringen können. Wir dürfen total gespannt sein. Und ich sage jetzt schon, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche gottesreichen Segen und ich möchte für meinen Teil schließen mit Gebet. Jesus Christus, ich danke dir, dass du lebst, dass du heute immer noch Wunder tust
Es ist großartig. Es lohnt sich, dir nachzufolgen, dich kennenzulernen, falls wir dir noch nicht nachfolgen. Jesus, ja, dir will ich nachfolgen, ohne Wenn und Aber. Und erleben deinen vollen Segen, den du vorbereitet hast im Himmel für uns hier auf der Erde. Amen. Ich bin der Sohn einer bekannten Politikerfamilie in einem islamischen Staat in Südostasien. Der Islam war allgegenwärtig und spielte in unserem Leben eine zentrale Rolle. Mein Vater war Minister für Sport und Kultur. Sein Vater war der politische Führer des Staates, Nachkomme eines großen Sultanats, Staatsgründer, Gouverneur und Premierminister. Er initiierte den Bau der riesigen Staatsmoschee. Als devoter Muslim islamisierte er das Land und behinderte die Minderheitsreligionen im multikulturellen Staat. Christen wurden verfolgt, Missionare aus dem Land verwiesen. Als Patriarch der Familie gab mir mein Großvater meinen Namen, aus dem Arabischen übersetzt Fundament des Glaubens. Für mich eine Art prophetischer Hinweis. Meine Erziehung folgte muslimischen Grundsätzen. Ich lernte die arabische Sprache, den Koran, die Reinigungsvorschriften, zu beten und zu fasten. Als muslimische Vorzeigefamilie mussten wir den Islam besonders gut vorleben und zusätzliche gute Werke tun. Ich durfte weder mit echten noch mit Plüschhunden spielen. Um meinen Hals trug ich eine Kette mit religiösen Schriften. Toilettenbesuche gingen mit religiösen Ritualen wie Koranrezitaten einher. Beim Gähnen sagte ich einen Vers auf, um den Dschinns den Eintritt zu verwehren. Beim Niesen bot eine weitere arabische Formel Schutz. Entweichende Darmblähungen während der Reinigung und dem Gebet erforderten eine Wiederholung des Rituals. Während der Fastenzeit des Monats Ramadan durfte ich vom Sonnenaufgang bis Untergang nichts essen und trinken, nicht mal meine Spucke runterschlucken. Das sind nur einige von 100 Regeln, die ich zu beachten hatte. Die Angst, etwas falsch zu machen, saß mir ständig im Genick. Bereits als kleiner Junge reiste ich oft, lebte in verschiedenen Ländern und bekam einiges über andere Kulturen und Religionen mit. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Ich war 6. Mein Vater war wegen seiner hohen Stellung viel unterwegs. Oft habe ich ihn monatelang nicht gesehen. Einmal vermisste ich ihn so sehr, dass ich alle bitten wollte, ihn mir zurückzubringen. Ich kannte zwar arabische Gebete und die Reinigungsrituale, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich ein besonderes Anliegen vor Allah bringen konnte. Allah war für mich ganz, ganz weit weg. Nur erreichbar durch tiefes Eindringen in den Koran mit allen seinen Geboten und Reinigungsvorschriften. Und das in korrektem Arabisch. Das Christentum war anders. Als kleiner Junge hatten mich Filme mit christlichen Inhalten beeindruckt. Im Quo Vadis wurden Christen gefoltert und hungrigen Löwen zum Fraß vorgeworfen. Trotzdem konnten sie ihren Gott anbeten und den römischen Schergen vergeben. Sie waren schwach und doch stark. Sie starben, hatten aber Gewissheit auf ein ewiges Leben. Sie wussten, sie waren von Gott angenommen und geliebt. Ihre Schuld war vergeben. Ebenso wie Allah fern von mir war, stand ihnen der christliche Gott nahe. Sie nannten ihn sogar Vater. Ich war beides, beeindruckt und verwirrt. Schließlich wagte ich ein neutrales Gebet, aus Tradition zu Allah und vom Herzen her zum liebenden christlichen Gott. Meinen Gebetsteppich schmückte ich dazu mit einem christlichen Symbol und betete um die Rückkehr meines Vaters am nächsten Tag. Am folgenden Tag klopfte es an der Tür. Mein Vater stand lachend davor und rief: Überraschung! Ich war begeistert. Gott gibt es wirklich und er hat mein Gebet erhört. Doch welcher Gott? Das wollte ich herausfinden. Als ich ein Teenager war, wurde einer meiner besten Freunde Christ. Das verwandelte ihn schlagartig in einen gütigen, liebevollen Menschen. Ich war erstaunt. Er besuchte mich oft und erklärte mir die gute Nachricht von Jesus, die in Johannes 3,16 zusammengefasst ist. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt,
wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann schenkte mir mein Freund seine Bibel. Ich las zuerst die Evangelien, das Injil. Ich wurde begeistert und lernte Folgendes: Vor Gott sind wir alle Sünder. Alles eigene Bemühen bringt nichts, denn Gott ist heilig. Eine einzige Sünde reicht aus, den Himmel zu verfehlen. Aber in der Bibel steht auch: Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, indem ihr die Gebote zu halten versucht. Gottes Gabe ist es. Und dann sagt Jesus auch: Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. An einem Tag zitierte mich mein Vater in sein Büro. Die ganze Familie war da. Er sagte: Ich habe gehört, dass du eine Bibel hast. Stimmt das? Ich erwiderte: Ja. Ich habe sie von einem guten Freund erhalten und ich lese darin, denn ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. In der Bibel sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Darauf schickte mein Vater die gesamte Familie aus seinem Büro und sagte: Mein Sohn, es ist gut, dass du nach der Wahrheit suchst, denn ich möchte, dass du ein gutes Leben findest. Ich habe es nicht geschafft. Wir sind zwar reich und berühmt, aber das hat mich nicht erfüllt. Auch nicht unsere Religion, der Islam. Um ehrlich zu sein, ich war nur 2 oder 3 Sekunden in meinem Leben wirklich erfüllt und glücklich. Danach wurden mein Vater und ich todkrank. Die Ärzte konnten keine Diagnose machen. Medikamente halfen nichts. Ich magerte ab und fühlte mich von Tag zu Tag schwächer. Ich spürte, mein Leben würde zu Ende gehen. Da betete ich zu Jesus, der am Kreuz für meine Sünden gestorben und nach 3 Tagen zu neuem Leben erweckt worden war. Ich sagte: Herr, vergib mir meine Sünden, dass ich nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben bei dir haben darf. Es war mein Wunsch, in den Himmel zu kommen. Während 4 Wochen vegetierte ich dahin. Dann wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert. Mein Vater lag bereits auf der Intensivstation. Nach vergeblichen Untersuchungen tippten die Ärzte bei mir auf Typhus, obwohl sie es eigentlich nicht wussten. Mein Vater verstarb, offiziell an Herzversagen. Aber eigentlich tappten die Ärzte im Dunkeln. Höchstwahrscheinlich waren wir vergiftet worden. Verwandte und Bedienstete konnten sich im Nachhinein einen Reim aus entsprechenden Vorgängen in der Küche machen. Auch schwarze Magie schien bemüht worden zu sein. Wir fanden getrocknete Frösche in unseren Kleidern eingenäht. Wie durch ein Wunder ging es mit mir aufwärts. Sobald ich konnte, flüchtete ich in ein weit entferntes Land, um dieser tödlichen Umgebung zu entkommen. Dort zeigte eine Untersuchung, dass ich nie Typhus hatte. Es blieb bis heute ein Geheimnis, an was mein Vater und ich erkrankt waren. Meine Zukunftspläne waren mit dem Tod meines geliebten Vaters zerschlagen. Ich war traurig, versuchte mich mit Drogen zu betäuben, wurde depressiv und hoffnungslos. Meine Depression mündete nach einem Jahr in einem Nervenzusammenbruch. Die Psychologen waren ratlos. Da erinnerte ich mich an Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird. Er ist uns Menschen in Jesus Christus begegnet. Er macht das Angebot, uns aus ausweglosen Situationen zu befreien. Wer an ihn glaubt, findet die Kraft, selbst Feinde zu lieben und ihnen zu vergeben. Der Tod ist keine Bedrohung mehr, denn wir hatten die Gewissheit, dass uns Gott zu sich holt. Er kann auch vor der tödlichen Wirkung von Gift bewahren. Und bestimmt kann er auch meine Depression kurieren. Jesus sagt: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lehrt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Ich besuchte einen christlichen Event, wo spezifisch für Kranke gebetet wurde. Dort entschied ich mich, Jesus Christus nachzufolgen. Der Prediger betete für meine Heilung.
Sofort spürte ich, wie eine tonnenschwere Bedrückung von mir abfiel. Ich erlebte, was in der Bibel steht: Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich fand Frieden. Heute lebe ich mit diesem Gott und weiß, dass er immer und überall bei mir ist. Als Muslim war Allah weit weg, aber durch Jesus Christus ist Gott mir nahegekommen und ich darf sein Kind sein und ihn Vater nennen. Diese Ereignisse liegen bereits Jahre zurück. Ich lernte Gott und Jesus Christus immer besser und intimer kennen. Weil ich Christ geworden war, wurden mir sämtliche Privilegien als Nachkomme meiner muslimischen Herkunftsfamilie aberkannt. Ich wurde enterbt und sämtliche Kontakte wurden abgebrochen. Doch Gott hat stets gut für mich und meine Familie gesorgt. Ich habe nie bereut, Christ geworden zu sein. Heute ist der Ruhm meiner muslimischen Familie nur noch in Museen und Gedenkstätten erkennbar. Alles Materielle ist wie gewonnen, so zerronnen. Der Palast ist eine Ruine, ihre islamische Partei bedeutungslos. Der politische Einfluss ist dahin. Durch meinen neuen Status habe ich eine geistliche Familie erhalten. Durch meinen Erlöser, Jesus Christus, habe ich Anteil an einem Erbe mit Ewigkeitswert. Heute stehe ich, wie mein Name prophetisch vorausgesagt hat, auf diesem starken Fundament des Glaubens: Jesus Christus. Mein Auftrag und meine Mission heute haben keine politische, sondern eine geistliche Ausrichtung. Mit Begeisterung mache ich die gute Nachricht von der geschenkten Gnade durch Jesus Christus unter allen Menschen bekannt, auch unter meinen lieben muslimischen Freunden und meiner Familie. Hallo, hier ist die Angela. Ich möchte Sie gerne einladen, bei unserem Online-Livestream dabei zu sein. Daniel Hari wird jeden Freitagabend wichtige Informationen weitergeben zum Thema Heilung. Wir haben parallel dazu ab 18:45 Uhr bis 20:15 Uhr Online Healing Rooms. Das heißt, Sie können anrufen. Daniel Hari wird das auch nochmal im Livestream weitergeben. Sie können dorthin hinein telefonieren und ich werde Sie dann über wichtige Dinge erstmal informieren, bevor Sie ins Gespräch beziehungsweise zum Gebet kommen können. Wir haben ein großes Team, das Ihnen gerne weiterhelfen möchte. Und damit Sie das auch in Anspruch nehmen können, lese ich Ihnen jetzt die wichtigen Hinweise vor. Das sind die Anrufer, die den Heilungs- und Gebetsdienst in Anspruch nehmen möchten. Wir bieten Ihnen in den Online-Healing-Rooms des Gebetsdienstes von Daniel Hari und Team Heilen wie Jesus an, ehrenamtlich für Heilung zu beten. Das Angebot ist für Sie kostenlos. Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, Religion oder Konfession. Sie als Anrufer oder Anruferin entlasten das Gebetsteam von Daniel Hari, heilen wie Jesus, aus jedem Haftungsanspruch, der durch den von Ihnen freiwillig wahrgenommenen Gebetsdienst entstanden ist. Dieser Gebetsdienst Heilen wie Jesus ist keine Therapie im Sinne einer medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlung oder Sozialarbeit. Wir stellen auch keine Diagnosen und machen keine Heilungsversprechen. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Heilung oder Nichtheilung, weil Jesus heilt, nicht wir. Wir wissen, dass er gerne heilt und überlassen ihm das Timing und die Heilung. Wir sind nur seine Gefäße, durch die er handelt. Sie sichern uns zu, anstehende oder laufende therapeutische oder ärztliche Behandlungen nicht aufgrund unseres Heilungsgebetes abzubrechen, sondern erst nach Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten. Die Heilung wird erst im Geist, dann in der Seele und zuletzt im Körper sichtbar.
Es kann dabei zu Spontanheilungen kommen oder ein Heilungsprozess wird angestoßen. Manchmal findet die vollständige Heilung auch erst im Himmel statt. Wir können keine Seelsorge anbieten. Für tiefergehende seelische Themen und Prozesse bitten wir Sie deshalb, ausgebildete Seelsorger aufzusuchen, die Sie in Ihrem Heilungsprozess längerfristig begleiten können. Grundsätzlich wird alles, was Sie betrifft, vertraulich behandelt. Wir vom Team Daniel Hari Heilen wie Jesus behalten uns jedoch vor, bei Hinweisen auf akute Eigen- oder Fremdgefährdung sowie Missbrauch von Kindern oder Hilfsbedürftigen entsprechende Behörden und Personen einzuschalten. Wir bitten Sie, die Heilung von Ihrem Arzt oder Therapeuten bestätigen zu lassen und, wenn möglich, um Bestätigung der Heilung durch Benachrichtigung bzw. Zusendung von alten oder neuen ärztlichen Befunden zu schicken an WhatsApp, Telegram, Signalnummer +49 für Deutschland 15201 798 703. Ich wiederhole, Deutschland +49 152 017 98 703 oder an E-Mail anlori@icloud.com. Alles klein. Ich buchstabiere ANLORI @icloud.com. Wenn Sie das alles verstanden haben und mit allem einverstanden sind, bitte ich Sie jetzt laut und deutlich Ja zu sagen. Ihre Antwort wird aufgezeichnet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hallo, hier ist die Angela Lorenz-Ridderbex. Ich möchte euch etwas über die Dreier-Gebetsgruppen erzählen. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, was ist denn das jetzt schon wieder? Und warum? Dreier-Gebetsgruppen, was sollen wir damit anfangen? Ähm, ja, ich erzähle euch ganz kurz, wie es bei mir gewesen ist. Ich bin in einer Dreier-Gebetsgruppe und zwar habe ich beim Daniel Hari in der Christozentrischen Heilungsschule in der Taube damals im letzten Jahr 2024 eine Ausbildung gemacht. Ich würde sagen, ich bin jetzt christozentrische Heilerin, ähm, tut aber nichts zur Sache. Was wichtig war, Daniel sagte: „Das, was ich, euch hier beibringe, das kann nicht als Seminar stehen bleiben, das muss Auswirkungen haben.“ Und das ist auch das Ziel. Ich möchte gerne, dass ihr euch jetzt 2 Leute aus dieser 250 bis 300 großen menschengroßen Gruppe sucht, mit denen ihr eine Dreiergruppe bildet. Und dann hat er uns Anweisungen gegeben. Wir sollten wöchentlich uns einmal treffen für eine halbe bis eine Stunde. In dieser Zeit sollten wir beten, und zwar sollten wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns jeweils 3 Personen nennt, für die wir für Heilung, Befreiung, Rettung beten sollten. Und wir sollten dann den Heiligen Geist bitten, dass er uns sozusagen vorbereitete Begegnungen, sogenannte Kairos-Momente ermöglicht mit diesen Personen, sodass wir ihnen das Evangelium weitergeben können. Das heißt also die gute Botschaft von Jesus, dass er für uns gestorben ist, dass er uns so liebt, dass er für uns gestorben ist und dass er heilen und befreien und retten möchte. Und, wir sollen dann auch für diese Menschen beten beziehungsweise Heilung aussprechen, wenn sie krank sind. So, das war die Anweisung. Das Ziel war dabei, dass wirklich alle Menschen in unserer Umgebung letztlich dann erreicht werden können, alle auch Heilung bekommen können, befreit werden können, gerettet werden können und, von Jesus Liebe erfahren können. So, und dann haben wir also angefangen und haben uns, aus diesen 250 bis 300 Leuten dann, Personen herausgepickt, mit denen wir, meinten, gut beten zu können. Wir kannten uns alle nicht. Von daher war das völlig unerheblich. Aber das erste Ergebnis war, nachdem wir das dann gemacht hatten und uns das erste Mal getroffen hatten, oder die ersten Male, wir haben uns besser kennengelernt, natürlich, und wir haben erkannt, dass das alles wirklich, vom Heiligen Geist geführt war. Das Zweite war, dass unsere gemeinsamen Gebete viel mehr Kraft hatten
als wenn wir einzeln für jemanden beteten. Und es gab direkt auch Heilungserfolge, weil wir das alles im Namen von Jesus getan haben. Wir wagten sozusagen, für Heilung zu beten und Heilung auszusprechen. Ja, und inzwischen ist ein Jahr vergangen, etwas mehr sogar. Und wir haben tatsächlich etliche Erfahrungen jetzt gemacht, viele Menschen getroffen, für viele gebetet, teilweise auch immer wieder für die gleichen, weil da manchmal auch nichts voranging. Inzwischen haben wir auch andere Personen kennengelernt, die mit uns in der Gruppe sind. Sobald wir mehr als 4 sind, teilen wir dann und multiplizieren uns dadurch sozusagen. Und bei mir war es dann so, ich habe dann 'ne Aktion gestartet hier unter den Nachbarn, bin dann zu bestimmten Gelegenheiten, zum Beispiel zu Ostern, rumgegangen, habe für sie gebetet, wenn sie das wollten, habe ihnen das angeboten, habe ihnen kleine Geschenke gemacht, 'ne Bibel oder 'n Kalender. Und die meisten waren sehr, sehr offen und haben mir die Tür aufgemacht und ja, fanden das gut, dass ich für sie bete. Aber sie waren überrascht, dass ich das dann direkt vor Ort machen wollte. Aber genau das ist es ja, was wir machen sollen. Das hat Jesus ja auch nicht anders gemacht. Und wir wollen nach seinem Vorbild das Ganze tun. Ja, und wir konnten also auch erleben, wie wirklich Heilung stattfindet, wie Menschen zu Jesus kommen. Und es gibt jetzt inzwischen ja, eine Nachbarinnengruppe hier bei mir im Haus, beziehungsweise wir wechseln auch mal, gehen auch mal zur Nachbarin und treffen uns dort, soweit wir können. Manche sind arbeiten, sind berufstätig, dann muss man einfach gucken, dass man da 'n richtigen Termin findet. Aber es sind alles Menschen, die jetzt oder Frauen, die jetzt ihr Leben Jesus gegeben haben im letzten Jahr und mit mir zusammen, ja, in der Bibel lesen, beten, füreinander beten und auch für Menschen aus unserer Umgebung, damit dort diese Menschen geheilt werden und sie auch Jesus kennenlernen. Das ist also ein ganz wichtiges Ergebnis und wir haben uns praktisch dadurch gegenseitig ermutigt. Wir haben Menschen mit Jesus bekannt gemacht, konnten ihnen Heilung zusprechen, mit dem Erfolg, dass Krankheiten nachließen, Schmerzen nachließen oder ganz aufhörten. Und wir sind selber im Glauben dadurch gewachsen, weil wir diese Heilungsversprechen, die ja in der Bibel stehen, als Verheißungen ernst genommen haben und erfahren haben, dass die tatsächlich wahr sind. Wir sind inzwischen völlig überzeugt, dass sie wahr sind. Und wir haben Menschen dadurch gesegnet, dass wir das getan haben. Nicht nur sie selbst, sondern wir selber sind dadurch gesegnet worden. Jesus wirkt durch uns, seine Kraft wirkt durch uns, durch den Heiligen Geist. Und wir geben ihm dafür die Ehre. Er ist mit seiner Liebe und Barmherzigkeit in uns und wir können sie weitergeben. Das schwappt rüber und das merken die Menschen. Und das ist wunderschön. Wir können sowieso nichts aus unserer eigenen Kraft. Es ist der Heilige Geist in uns. Und wir können wirklich nur sagen, das, was er uns aufträgt zu tun, das hat Hand und Fuß und das wirkt auch. Und wenn wir das irgendwie versuchen, aus unserem eigenen Verstand oder unserem Willen oder unserer Kraft zu tun, dann funktioniert das nicht. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, die wir gemacht haben. Und letztlich ist ja das Ziel, dass wir das tun, was Jesus gesagt hat, uns aufgetragen hat, die gute Botschaft weiterzugeben, Menschen in eine Beziehung zu Jesus zu bringen. Und das sollen diese Dreiergruppen tun. Und dazu werden wir befähigt durch den Heiligen Geist. Wir brauchen uns nicht anzustrengen. Es ist nicht unsere eigene Kraft, die wir da erfahren, sondern das, was Jesus in uns tut. Und er hat doch auch gesagt, wir sollen es tun. Genau das. Und zwar kurz bevor er in den Himmel auffuhr, hat er seinen Jüngern und damit praktisch jetzt uns auch, seinen Nachfolgern, gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Was also ist schlimm? Gar nichts. Er hat die Macht und er gibt sie uns und sagt, darum, genau deshalb, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wir sollen zu allen gehen. Und dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Nach der Entscheidung bitte. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das bedeutet aber auch, dass wir ihnen helfen. Sie sollen doch in diese Beziehung zu Jesus kommen können. Und wenn wir ihnen erstmal nur erzählen, sie dann nach der Entscheidung aber alleine lassen, dann kommen sie nicht weiter. Das sind Anfänger im Glauben, so wie Babys, und die strampeln dann sich ab und schaffen es möglicherweise dann nicht weiterzukommen. Also ist es dann unsere Aufgabe, auch in den Dreiergruppen sie dort aufzunehmen, ihnen Orientierung zu geben, ihnen zu helfen, ihnen zu zeigen auch, wie wir es machen, damit sie befähigt werden, selber als Nachfolger neue Nachfolger zu Jesus zu führen und die wiederum zu befähigen. Ja, und in Markus 16, Vers 15 bis 18 hat Jesus auch noch mal ganz klar gesagt, wir sollen in die Welt hinausgehen und die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt machen. Und dann sagt er, wer glaubt und sich taufen lässt, also erst glauben, dann taufen, der wird gerettet werden. Und wer aber ungläubig bleibt, und das ist das Traurige, wird von Gott verurteilt werden. Aber wie sollen sie denn eine Entscheidung treffen, wenn sie nicht davon hören? Und die gute Botschaft wird nur durch das Hören wirklich in sie hineinkommen. Sie können sie ja sonst nicht wahrnehmen. Also es ist an uns, ihnen das weiterzugeben. Und folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Also wenn das per Zufall passiert, nicht absichtlich bitte. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und das ist Originalton, O-Ton. Jesus meint das ernst. Und wenn wir uns in Dreiergruppen treffen, dort beten, wöchentlich, für jeweils 3 andere Menschen und dann den Heiligen Geist auch bitten, dass er uns diese Gelegenheiten verschafft, dass wir sie treffen können, dass sie offene Ohren, Augen und Herzen haben, dann wird genau das passieren, was Jesus gesagt hat, dass sie zum Glauben kommen können und dass sie geheilt werden können, weil wir glauben, ihm glauben, dass er für uns gestorben ist. Und sie werden es uns abspüren und wir werden zum Segen werden und selber dabei unwahrscheinlich gesegnet. Und lasst euch einfach ermutigen, diese Dreiergruppen selber zu bilden. Hallo, hier ist die Angela. Ich möchte Sie gerne einladen, bei unserem Online-Livestream dabei zu sein. Daniel Hari wird jeden Freitagabend wichtige Informationen weitergeben zum Thema Heilung. Wir haben parallel dazu ab 18:45 bis 20:15 Online Healing Rooms. Das heißt, Sie können anrufen. Daniel Hari wird das auch nochmal im Livestream weitergeben. Sie können dorthin hinein telefonieren und ich werde Sie dann über wichtige Dinge erstmal informieren, bevor Sie ins Gespräch beziehungsweise zum Gebet kommen können. Wir haben ein großes Team, das Ihnen gerne weiterhelfen möchte. Und damit Sie das auch in Anspruch nehmen können, lese ich Ihnen jetzt die wichtigen Hinweise vor. Das sind die Anrufer, die den Heilungs- und Gebetsdienst in Anspruch nehmen möchten. Wir bieten Ihnen in den Online-Healing-Rooms des Gebetsdienstes von Daniel Hari und Team Heilen wie Jesus an, ehrenamtlich für Heilung zu beten. Das Angebot ist für Sie kostenlos. Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, Religion oder Konfession. Sie als Anrufer oder Anruferin entlasten das Gebetsteam von Daniel Hari,